Guten Morgen, Tien alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom te deze morgenservice. En zoals je weten, we gaan nog weer in de Bijpredigt. Het wordt het 40ste part zijn. En we hadden nog vandaag in dezelfde tags wat we Feestdag hadden. Wegen Feestdag kunnen we niet durch met den Tag. So, lees met in Matthäus 7, vers 21 bis 23, wer je in de Bibel met hebt. Vers 21. Die worden nicht alle in das Himmelreich kommen, die zu mir Herr sein. Du kommen bloß dein Namen, die du tun, was mein Vater im Himmel haben will. Und jenen Tag werden viel zu mir sein, Herr, hab ich nicht in deinen Namen geprophezeit, und in deinen Namen so nicht gedreven, und in deinen Namen viel gewollt, gewolten gedun. Und dann, wo ich am sein, ich hab ihn noch nie gekannt, war ich mit ihnen geschlachten. Wel met je weer omvang. Laten we graag daarvoor, wie kom je voor die? En we onderkennen dat wanneer die niet, dat die woord openbaren is in ons, met die helden juist werken is, dat het ons zal zijn merken, dan vernemen we er niets van. En dat is krijgt de oorzaak waarom we voor die komen, we vragen die om hulp. Die dat die ons moest dat hart opmerken, dat we erop achten doen. Dat het niet bloß mag in onze oren gaan, maar dat het mag op ons hart geschreven worden en dat we dat vernemen, wo ernstlich die woord reden dat. Wo gefährlich dat is, door niet nur te horchen. Dat ons het mag groot worden, wo dat handjet, wanneer we gehoorzaam zijn. Dat ons het mag groot worden en dat wat we in de schrift vinden kan, wat van de Verfolgung dat gebraucht heeft, want we niet naar die horchen dat. Mag we niet van die zijn. Wat die in ons zijn, en die woord niet horchen wil. Mag we alle zijn gekomen. En met opene harten, die woord willen onhorchen. En ook doen leven. Mag die dat geven in Jezus' naam. Amen. So, je weet dat Feestdag, dan hadden we van de 21ste Vers wegen God zijn wel doen. En we zouden het ook zo klar, wat God zijn wel is. En dan hebben we ook toen gekeken, wat dat überhaupt mogelijk is, dat we God zijn wel kunnen doen. En dat we imstande zijn God zijn wel te doen, dat is nog God zijn niet genoeg, wat het in ons werken doet. Zodat we er nog waar niets te pochen hebben. Dat we dat zijn, we dat gedaan hebben, maar dat als God weer dat in ons werkt. Zoals Paulus zegt, ik leef, maar niet ik. Christus is der in mij leeft. Dus dat is eigenlijk Christus, weer dat in ons werken doet. En zo, vandaag waren wel we in een vers weer gaan en dan willen we mal kijken wat de onderscheid is van dat we God zijn wel doen en dat we ons één wel doen. Wens we weten dat we één wel doen. Toen zeg ik, ja, het is goed weg voor mij geslacht. Ik heb je nog nergens gekend. Nou, wat we willen nu kijken is, wo kan dat zijn dat een mens gelooft, hij deed God zijn wel en daarbij heeft hij nog een beetje zijn eigen wel gedaan. Ik heb verschillende schriftsteden over gedacht en er zijn zoveel steden in de schrift, wo we würden gerne Lehr von nehmen, wo der Mensch gelooft, hij dient God en op een dag heeft hij zich bezelfs gedient. Dat gaat om zijn ene eer, om zijn, de oorzaak waarom hij nach God nog wat vraagt, dat is beswegen zijn ene interesse. Aber door een van die klare schriftsteden, wat Bruder Michael hier laatst ook al een service had, dat is van Saul, die ken ik Saul, wat door 4 jaar heeft dat God zijn wel, überhaupt bis zijn ene wel gedaan. En dat is waar we vandaag wel een klein beetje daar aan kijken. Wanneer je in de Bibel gaat, 1 Samuel 15, we waren vandaag er nog door aanhouden. Dat we dat zijn kan, wo gefährlich dat is, dat een mens zegt, ik doe God zijn wel, ik heb God zijn wel gedaan. En dat God heeft den verschmeten. So, wie zijn dat Samuel, die geeft Saul de nodig, go en doe je een Amalek kriegen. Ik wil door een klein beetje
klein bisschen das erklären, von was wir dann reden dann. Wer wie Amalek? Amalek, da wir eine Gruppe, eine Aufstammung von der Edomiter, wo das Volk Israel angreifen, als Gott das Volk Israel in Ägypten rüberbracht. Und dann greift Amalek, der Schwachste, der das Witzte herankommt, der greift Amalek an. Und waren die Menschen sind zu Tod gekommen von dem Volk Israel, so allmählich. Aber Josua, der raubt das Volk taub, und der geht zum Krieg gegen Amalek, und Moses geht am Bein ab, und streckt sie in Hände uit. Und die Geschichte weiß ihr alle. Wo das Volk Israel sehen dort, wo der Amalek gewonnen, so viel hat Amalek sich muss tragen. Und das Volk Israel wird gerat. Aber du so, gibt Gott ein Versprechen zu Moses, sagt er, ich will Amalek ganz uitroden. Das ist mit euch, was er getan hat. Nou, hier kommt der Mensch ja gut in hier vom Ank. Die will hier Mann spielen, und die würden nicht sagen, leicht Gott wollen fair sein. Okay, das ist mir nicht ganz reich. Weißt du warum? Wieviel Jahre Luther wir das? Was soll nicht so gehen, Amalek ganz uitroden? Was haben diese Nachkommen von Amalek mit Jahre ihre Verältern 100 Jahre zu tun? Weil die Antwort von mir haben? Dann seht ihr, der vergisst. Der hat nicht. Das ist, was Gott versprochen hat, und er wird Amalek uitroden. Wie viele Generations Luther das dann mal passieren, wo Gott das Luther hat, das ist nicht mein Business. Okay? Warum sage ich das erst? Das sage ich, du wegen wie du nicht gehen und besäuen ans der Sache, wo sich mir das sieht, und dann, ne mein Gott denken, wo ich dann die Dinge ausführen. Hier ist ein Ding, wo wir machen unsere Gehorsam zu Gott prüfen. Wenn Gott gesagt hat, erst das zu vertrauen, oder musst du das erst noch ein Jahr sehen? Das ist eine Frage, die wir uns von der beantworten. Und das ist gerade, wo uns einer will, für so viel Mann spielen wird. Nu wollen wir mal gucken, wo sich das daran nimmt. In 1. Samuel 15, Vers 10. Und der Herr sagt zu Samuel, dort ist mir Leid, dort ich soll zum König gemerkt habe. Wenn es heute sich weggedreht von mir und hat meine Geboten nicht gehorcht. Und Samuel, wie sehr versteht, in Bett die ganze Nacht für den Herrn. Und Samuel ging tätig den nächsten Morgen, dass er mit Saul reden kann, und wird gesagt, dass Saul nach Karmel gekommen wird und hat durch ein Denkmal für sich abgestellt. Dann wird er nach Gilgal gegangen. Now, hier werden wir noch ein paar Dinge klarstellen. Samuel hat erst zu Saul gesagt, go und verstehe Amalek. Ganz. Saul hat nicht Amalek ganz versteht. Der hat den König übergeholt. Der soll alles verstehen. Der soll, was Leben geht wird, er soll alles verstehen. Feuer und alles. Er hat nicht. Wegen, das sieht jedoch du schuld. Like die beste Dinge, im Besonderen, warum er den König überholt, lass mich mal ein klein bisschen vertellen, was vielmals Kriegmord wird. Wenn hier nur ein König ist, und der hat einen anderen König gewonnen, und der Jan König lebendig bringen, das ist ein Trophy. Wenn wir mal ein bisschen an Jägermann denken. Der wird den geradsten Bock geschoten haben, der wird der geradste Hähner. Den Kopf, den wird der gewöhnlich nicht stoppen und den haftet du an der Wand hängen. Das ist den Trophy. Das ist ein Bett Wiesen, was er getan hat, was er im Sturm gewesen ist zu tun. Weil, das ist, was Königs pflegen zu tun. Das hat mir den König, den Jan hat gewonnen, diesen hat mir aus dem Gefangenen gebracht, und den stahl ich einmal alle Wegen ut. Und das ist den König, was ich habe festgetan. Das ist ein Trophy. Das ist womöglich ein von den Ursachen, warum Saul den König Agag nicht anbrach.
aber als een trofee voor zich met terugbracht. Nou, hier is nog een ding wat zal deed. En er staat dat hij God die eer gaf, dan laat hij een denkmal opstellen, een denkmal van wat? Voor zich. Maar dit gaat nog een beetje dieper. Een denkmal van zichzelf, als een oje denkt, dit is voor dictators immer alle wegen zich opstellen, dat die mensen zullen groot denken van eind. Der stellt selbst in einen Denkmal. Am ging das nicht so sehr, am Gott sein Welt zu tun, aber am wo er seine Ehe herkriegen. In Vers 13, da sage ich, in Samuel ging nur Saul, und Saul begrüßt am und sagt, möchte der Herr die Samuel sehen, ich sie den Herrn gehorsam gewas. Hast du mal eben gedacht, dat die Menschen, wat het ganz dollste gehorsam zijn, die man dat immer zelf zijn, ik sie gehorsam gewas. Heb je mal an gedacht, dat die ganz unaprechtigste Menschen immer moeten vertalen, von wo oprechtig sie sind? Wenn's andere merken dat nicht an einer, müssen sie dat selbst sein. Und das ist, was passiert. Hij sagt, ik zie den Herrn gehorsam gewas. Nou, nu wel bis man klein bisschen horchen, wat ons Tagsvers 22 sagt. Und janen Tag worden viele zu mir sagen, Herr, hab wir nicht in deinen Namen geprophezeit? Herr Kimmel, ich zie den Herrn gehorsam gewas. Ich ha. Und Samuel frug am, hier trainen Samuel 15, 1. Samuel 15, Vers 14. Und Samuel frug am, warum hier ich dann danach Feu und Schub? En Saul zegt, en dit is wat in geen onvetter, immer dat. Der hat voets wat fertig gegeven, seine Schuld nicht tot zu stehen, und der will das immer gut halten, das soll, jammer, was hier passiert ist das? Soll dort sein einen will, und dann kommt er an, und Gott soll sein einen will gut halten. Das ist das gefährlichste Ding, was ein Mensch kann tun. Das ist Dinge, die ihnen wollen. Gott soll die gehorsam sein. Gott soll die das anerkennen, was die getan hast. Die ihnen will, soll er Gott halten. Und Saul sagt, sie haben die von der Amalekiter gebracht. Das Volk hielt der beste Schub. Und ich kijk mal, was hier dat. Nicht redet also, okay, das ist das Volk. Nu weil al was het, also, okay, dit habe ich alle top gedaan. Und sagt, hij komt en stelt sich ein Denkmal ab, was hij gedaan hat. Aber wenn er so Verantwortung gibt, arbeits no, das Volk, das, sieh, ich habe einmal hier, wo ein ungehorsamer Mensch, was bis in einen Welt hat, einmal reinfuß siegt, sich terugverdienen. Von wo glaube ich, stammt dort her? Wir bis Tränen Garten eingehen. Der erste Sinn schafft all Praxis dort. Gott, wenn du mir nicht diese Frühe gegeben hast, da würde ich nicht von der Frucht gegessen haben. Gott, wenn du nicht der Schlange gemerkt hast, dann würde ich nicht. Kan je hier wo en nicht tauschen, der Sinn nicht tauschen, wat dort, dat wo wir hier Luther sein, wat dort für eine Aufjatterie ist, wat dort für eine Hexerie ist. Wenn's so sagt es dit, sie haben die von der Amalekiter gebracht, dort Volk hielt der beste Schub, in der beste Feu, um ein Opfer merken für den Herrn. Ja, aber wir haben ja was Gutes getan, wir haben Opfer gebracht. Er sagt, Opfer für den Herrn dienen Gott. Dort ewige, dort habe ich für nicht. Oh ja, aber wir sind Gott gehorsam gewesen. Oh ja, dort ewige. Aber das Beste, was so die Tuschur aus dem Anbringen, wie wollen die doch Gott ein Opfer bringen, weil wir nicht? Dann sage ich Samuel, hey, wach ich schon im Bett. Das saß in der Farsch. Nu wach im Bett, sagt Samuel. Ich will die sein, was der Herr mir letzte Nacht sieht. Und Saul sagt, sei einmal. Und Samuel sagt, du rechnest die selbst vielleicht nicht viel. Das werde ich nicht, ich sage das in Farsch, das was ich lesen kann, das werde ich niemandem wieder nur sein. Ich glaube, der rechnet sich sehr viel. Aber bist du nicht der Lehrer von der israelitischen Stamm? Der Herr hat die als König angesalbt über Israel.
der Herr sieht doch, als er die schickt, dort dieses, der sämtliche Amalekiter ganz vernichten. Er sieht, dieses mit den Kriegen, was sie ganz weich wird. Warum hast du den Herrn sein Wort nicht gehorcht? Warum nimmst du noch dort Feuer in die Sachen von an, so wird den Herrn Schlag gefallen? Und so sagt Samuel, ich gehorch den Herrn, kimmel wo hartnäckig in den Unrede ist. Ich kann den Herrn gehorch, kimmel was er sagt. Und so sagt Samuel, ich gehorch den Herrn, ich ging nur so aus, er mir sagt. Ich habe den König Agag gebracht und ich habe alle Amalekiter umgebracht. Aber die beste Schub, in dort beste Feuer, haben meine Männer nicht aufgeschafft. Und sie haben da hier nach Gilgal gebracht, um ein Opfer zu merken für den Herrn dienen Gott. Ich habe was sagt, wir haben doch so ein Gutes getan. Ich habe mir wenig von Opfer gebraucht, haben das was den Herrn besagt gefallen, nicht? Was ist der Antwort? Samuel sagt, gefallen den Herrn der Opfer so sehr, als am Gehorsam sein? Kijk, Gehorsam ist besser als Opfer. Und nur am Horchen ist besser als Bockfahrt auf den Altar. Gehen Unsinn ist so schlimm als Hexerie. Und stark habe ich sein, so schlimm, als was Böse tun, und als was nicht die Jette opfern. Du weißt, dass du den Herrn sein Wort veracht hast, hat er die auch veracht, als König. Und so hier sei wie dort. Dort ein Mensch, was sein einen Will tät. Und dann du mit über nach Will haben, Gott soll das gut halten, das ist immer gehen on. Der wird immer ein Weich fängt. No, kimmel, wie haben die doch so ein Gutes getan? Wenn wir uns tagsvors kicken dann, wenn Jesus sagt, die waren dann nicht, und jeden Tag waren viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geprophezeit? Und in deinen Namen so tun ich gedreven. Und in deinen Namen viel gewollt, wollten getan? Sie kommen nicht wegen dort, wenn Gott dort gesagt hat, gut, so tun ich trieben. Dann würden sie haben können sagen, wir haben das getan. Aber da würden sie auch mit Paulus Tipp sagen, aber nicht ich. Jesus das von mir. Weil wir mal kicken dann, wo wir die Anstellung von den Aposteln, wenn sie wirklich ein wunderbares Wort getan haben. Das ist zum Beispiel, das Luma, was du für den Tempel sat, und der wird geheult durch Petrus und Johannes. Und dann alle Mann versammelt sich da, Roma in den Tempel, und sie wundern sich. Und was ist Petrus seine Antwort? Sagt er, warum kickt ihr uns? So ist von wie das Wunder getan haben mit unserer Kraft. Warum kickt ihr uns an, so ist von wie das getan haben? No, er weiß, fußt nicht Jesus und sagt, durch den sie nun steht, dass er hier sind. Und das kann wieder sein, wohnt die Wahre und wohnt die Falsche sein. Wenn es die Falsche, die dann kein Mal sich die ihr von sich schieben. Die dann leider, die sich nur sich riechen. Das soll wir hier und soll. Und das würde man soll sie in die Geschichte machen, dass wir mal sein, was der Kontrast ist. So arg ist heute als das, was er ist, der fährt dort weg. Und er sprach sich dort tot, no, aber ich habe doch noch so ein Gutes getan. Ein klein bisschen anholen, du von ein klein bisschen überdenken. Wir wollen einen Tag für den Gerichtsstuhl stehen. Und meine Frau, die alle ist, wovon Gutes will je erwähnen, was je nicht alles getan haben? Wo würde je wollen, für Gott zu leiden und sagen, Kimmel, habe ich nicht das getan? Habe ich nicht das getan? Würde je irgendwas will? Weil even wenn Gott wird sagen, komm her, je Sehende. Ich bin nervig und die hat mich gekleidet. Ich bin hungrig und die hat mich
die hat mir zu eten gegeben, ich war krank, ich kann mich besiegen. Komm. Und jüngst wird die ihr Teier sprechen, das von dir das getan haben. Was wird die wollen zu sein? Was wird die feilen? Wird die dann mit Steller stehen und sagen, oh ja, na ja, ich habe das getan, oder? Wird ich einmal mit der gerechte Typ sein, Herr, wann habe ich die überhaupt gesehen? Wann habe ich die gedacht? Jesus sagt, alles, was die den geringsten getan haben, das habe ich mir getan. Nein, aber das habe ich aber nervös nicht. Du hast euch sein, dass ich glaube, mir damit was zu verdienen. Das will ich nicht, was ich da überhaupt hatte getan. Das wird der Gerechte worden sein. Der Ungerechte, die waren ganz anders. Die wollen sagen, hey, schau mal, wie deuten die so viel Geld? Wann habe ich das als Dollar zu meinen Schlusstags, weil ich ein Thema sie holen davon, aber das als Krieg, wo wir wollen umdenken. Wann wir wollen für den Rechter stehen, was wir uns du wollen zu sein, was würden wir dann wollen sein? Mit was für einer Anstellung? Ich sehe immer noch Gehorsam gewesen. Oder, so Jan Jüngling sagt, das habe ich von klein an alle geholt. Was würden wir uns du wollen zu sein? Mit was würden wir du abkommen? Was hast du für ein Abweis, woran wirst du in den Himmel lernen? Ein bekannter Phrase von der heutigen Tag, und ich befürchte, das wird viele Worte sein. Herr, ich habe die doch im Hort nicht gekriegt. Herr, ich habe viele Städte mitgemerkt. Ich weiß das noch dann, du ab der eine Rüsset, und wo die Thron mir daran, mir war das so wichtig. Was glaube ich, was der Herr für eine Antwort geben? Ja, aber die wird nicht so wichtig, zwei Stunden Luther. Ist du dann nicht schwerer mit deinen Freunden wirst? Die wissen, was die da am Fuß vertalen, hängen denen. Dort fällt ja auch Luther. Wo die einen Anfall von wird. Aber Beste, wir stehen Heuchler. Das ist, was passiert, die Menschen, die da ankommen, und die wollen gekredit worden von dem, was sie getan haben. Krack, so soll. Saul, der kam nach an und der anerkannte und sagte, schließlich, wenn er in arg ist, er kann nicht ran rüt. Er kann nicht rüt. Und er wird seine Ehe für die Menschen verliehen. Da will er nach haben, Samuel soll halten, soll halten, dass er heilen wird. Und dann sagt er, weil ihr mir wollt das nicht hier für die Menschen. Ich will gehen den Herrn anbeten. Und Samuel wird es nicht tun. Mit so einer Heckel habe ich nichts tun. Und Samuel geht weg und kriegt Saul den zu holen und ritt sogar den sein Kleid weg. Und dann geht Samuel schließlich. Aber um zu hecheln, das er seine Ehe für die Menschen da du hält, dann geht Saul den Gott anbeten, was sich dann so tut, er geht Gott anbeten. Aber das wir nicht wegen Gott anbeten, das wir, er will seine Ehe hütraden. Das ist was das geht. Aber Samuel ist sehr klar. Wenn er sagt, es das. Israel, der herrliche Gott, das ist in der 29. Vers, liegt nicht. Israel, der herrliche Gott, liegt nicht und er nimmt sein Wort nicht treu. Er ist nicht so als ein Mensch, der sein Wort mal treu nimmt. Und wir wissen, dass Saul in seiner Heuchlerie, dann steht er da, sagt, ich habe gesündigt. Aber er sagt, ihr mich hier für die Lehrer von meinem Volk und für Israel, gut treu mit mir, dass ich den Herrn dienen Gott anbeten kann. Und dann, Samuel ging mit und Saul bet den Herrn an. Aber was halbt denn das? Was halbt soll das? Wir müssen noch eine Sinn mehr. Das heißt, ich will merken so looten.
dat hij den Herrn dein deed. Dat wie eine lauter Heuchlerie. Vielleicht helpt uns das ein klein bisschen zu verstehen, wo ihr uns das ist, dass, wenn wir nicht von Horten den Herrn gedient haben, dass bloß wenn uns einen Eue sein wollen sein. Dort wird ihn an den Gerichtstag nicht halten. Je kann noch so viele Dinge erwähnen. Je kann noch so viel arme Menschen sozusagen gehalten haben. Je kann noch so viel Kranke besorgt haben. Wenn die das du wen getan haben, wenn sie wollen haben, die Menschen sollen gut denken von ihnen. Das wird die nicht gehalten haben. Und dann, wenn die schwören für den für den Rechter stehen, und die wollen den Denken halten, wie werden die doch, jeder sind noch in der Kirche. Wofür haben die das gehört? Ich kann immer die Moden geholen. Ich bleibe bei dort, was meine Eltern mir gelehrt haben. So what? Sind die Eltern der Standard, auf was Gott sein Recht gebiet hat? Also, auf wie viele Dinge soll wie von der ersten Tag bühen die Menschen so schändlich so falsch. Und die gehen mit einem falschen Vertrauen durch ihr Leben. Und sie glauben, durch dort, was sie getan haben, wollen sie im Himmel ankommen. Bloß um diese schreckliche Werte zu hören, wach mit ihnen geschlachten, ich habe ihn noch nervös gekannt. Und wir haben jetzt ein bisschen noch eine Erholung. Und ich weiß, das ging um, wo Menschen sich das Leben so sehr schwer machen mit ihren eigenen Menschengesetzen, so dass sie hier nicht mehr schaffen können, wo sie sich würden, wo einer den anderen wird so begrenzen, und dass sie überhaupt kann ihre Arme von den Stab bringen, bis mit Menschengesetzen. Die hören sich so sehr kingerig. Und dann, wenn sie ein klein bisschen forschen, was der Grund dahinter ist, die verluten sich wirklich ab, dass wenn sie sich dort den zwei schwor merken, dort leben, dann wollen sie alle anerkannt werden im Himmel, oder sie wollen eine größere Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Meine Antwort wird das. Ich sage, wie traurig ist das nicht? Sie merken sich erstens das Leben als schändlich schwer hier ab dieser Erde. Und dann an den Gerichtstag wollen sie nach diese schreckliche, nicht diese Trüge, das ist eine traurig schreckliche Antwort zu hören kriegen, war ich mit ihnen geschlechte. Gott hat ihnen nervös dort gesagt, das wie ihnen einer will. Das wie ihnen nicht abgemerkt fromm sein, das wie in Kolosser. In Kolosser 2 sein, Vers 23, wenn ich es das sage, dort sieht wohl so aus von dort, sich selbst abgeleitete fromm sein und diese falsche Däumung in der Weisheit legen, will sie den Körper schonungslos behandeln. Aber die fleischlichen Leidenschaften wurden dadurch ab keinen Weg unter Kontrolle gebracht. Von wo kommt das her, dass Menschen sich selbst was antun, um einen geraderen Verreich im Himmel zu kriegen, oder in der Ewigkeit? Einen besseren Platz zu finden in der Ewigkeit. Von wo kommt das her? Wann hat Gott den Menschen jemals uns dort eingeordnet? Und wenn wir mal kicken, von wo das herkommt, das ist eine heidnische Aufgötterie. Ich will Ihnen ein bisschen klimatisiert denken halten, ob Elia seine Zeit. Als er erst 3,5 Jahre als Streich war, und dass Gott Elia treischak, nicht wird Gott das Regen lassen, aber euer Gott das Regen leidt, dann kriegt Elia die falschen Propheten aller Top, du ab den Karmelbäumen mit das Volk Israel Top. Du sollst dich das utwiesen, wenn es nicht die Welt ja Gott. Diese Propheten, diese falschen Propheten, glauben je haben der Helgetag. Haben sie bis einmal Partys, trunken sie und saufen sie und ja, das deuten sie alle, aber wie das Helgetag? No, sie quälen sich selbst ganz schändlich so. Und in den
wat zij door alter te rijden deiden, en dat Gott ihnen soll Antwort geben, verklappen sie sich und schneiden sich mit Messers und verheften sich, dat het bloot van ihnen rand, wings Gott soll ihnen Antwort geben. Dat is van wo dat herkommt, dat Menschen glauben, met sich selbst wat aandoen, wat Gott ihnen antworten. Da Gott antwortet nervös. Je kan ihn anrufen, dag en nacht, so sei es gewählt. Je kan geen 40 fahren ab Stuhlräder. Das habt ihr in der Schicht. Jün Gott darf nicht antworten. Der Gott von Himmel und Erde, der wird selbst sich wählt, sich zu offenbaren, darf antworten. Nicht wegen den Anruf, aber wegen häusig wählt, sich mir zu offenbaren. Wegen häusig wählt darauf zu kommen, und Elia sei wie dort, dass wir nicht Elia sehen wollen, wann Gott das nicht frisch reinen will. Dass wir nicht Elia sehen wollen, wo Gott sich will offenbaren. Dass wir Gott, was in Elia kommt, und sagt, nicht gut reden. Nicht wo ich mich wiesen. Das ist der Unterschied, wenn wir glauben, der Macht zu haben, Gott raufzurufen. Und actually noch glauben, mit allerhand Gerechten und einen, was anreiten, dass ich glaube, dass ich Gott raufrufen. Nee, ich will nicht. Das ist von Gott sich wählt, raufzukommen. Das ist von Gott sich wählt, Antwort zu geben. Und er hat sich gewählt, Antwort zu geben. Er hat seinen eigenen Sinn geschickt. Und der hat den Weg aufgemerkt und er hat gesagt, so, nu kommt nicht mehr. Aber wegen Gott sich das gewählt hat. Nou, dit is dat Krieg, wat we zijn doen, dat ons ene wel doen. Dat helpt ons rechners niet. We kunnen met ons ene wel dingen doen wat ons interesseren. Door een christelijke naam aanstampelen. En dan wel han Gott soll het goed houden. Glaub je wat Gott sich so wie been en raufluden? No, der wird nicht. Der haftet nach nervös. Er ist nichts als ein Mensch. Aber er sagt, er will sich. Wo er will raufkommen und mit was er will raufkommen. Und er will sich, wo er den Weg wird aufmerken mit sich selbst, dass er rein und herrlich bleibt. Und doch kann er seine Sünder als wie reich verdienen, wegen er riemt die Sünde sieht, da wir dort sehen plan wird, er dort eine Sehen Weg. Und kein Engel kann am Rut geben. Kein Mensch kann sagen, ich brauche oder du wegen was ihr tun haben. Und keiner will. Und das ist ein Krieg, das gefährliche. Wenn wir glauben, dass wir können, nach uns nicht gut denken, Dinge zu tun, dass wir wollen Gott impressen damit, und dann, dort soll Gott gut halten. Wenn du irgendwer damit gepflegt hast, dass ich will das tun und dann wird Gott mich alle honor kann. Oder ich will mich selbst sacrificing und was will ich da nicht für einen Lohn kriegen. Wenn dort die Einstellung ist, Jesus sagt, die werden sagen, hab wir nicht in deinen Namen geprophezeit. Hab wir nicht in deinen Namen geprophezeit. Es ist was Fremdes von der ersten Tag. Besonders in der Charismatic-Bewegung. Wo fährten hier wie dort? Dort du Wort Gott sein Namen so verlasst hat, so missgebraucht, in sein Gott seht mich gerutzt. In Gott sein Namen, in Jesus sein Namen. Verlut die bei sich yes. Jana, der hat so eine Krankheit, das sind bei sich yes. Warum wird die dort, was Gott dort in bei sich yes sprechen? Was die euch war dort erst den Helden yes lastern? Hat ihr mal an gedacht, dass Gott in seiner Allmacht für eine Krankheit braucht, um seine Kinder nur sich rauben?
Habe je mal an gedacht, dass Gott Lieden braucht, um seine Kinder strufen und sichtigen? Und wir würden dort den Helden Jesus sprechen. Wir würden dort den bösen Jesus sprechen, wenn es über Gott ist. Einerseits, wo wir von Weiten, dort Gott ist, wer der Lume, in der Blänge, in der Korsche, in der Gesünde, in der Kranke gemerkt hat. Was sagt er zu Moses? Als Gott raufkommt zu Moses und sagt, geh nach Ägypten, ich werde mein Volk raten. Und Moses will nicht gehen. Und schließlich Moses ihn lassen vergeben wird, hey, ich kann so schwer reden. Dann sagt Gott, wer hat die Stamme gemerkt? Oder wer hat die Dolbe gemerkt? Wer hat die Lume gemerkt? Hat nicht ich, der Herr, dort alle getan? Okay, nicht reden das. Habe ich nicht in deinen Namen geprophezeit? Ich habe doch in deinen Namen geredet. Was hast du in Jesus Namen geredet? Du hast Lees in den Namen geredet. Du hast Jesus Namen schon gemerkt, indem dass du dort den bösen Jesus aussprichst, was über dich von Gott kommt. Und das ist, was die haben, ich soll nicht Gott halten. Das sind nicht Victims, das sind nicht Menschen, die nicht äußerlich verloren gehen. Das sind Menschen, die lasterlich gegen Gott geredet haben. Was Jesus sie nun schon gemerkt haben, indem dass sie falsch prophezeien dann. Ich noch einmal die Gedanken, du abbringen, ob, wenn Gott das alle getan hat, der hat die Lume gemerkt, in der Blänge, in der Sünde, in der Kranke. Und du wirst die nicht gehen, du wirst die wählen zu prophezeien, zu irgendwem, aber jetzt die hast ein bisschen Jas. Das wird dann die ein Ölscheif kicken, das. Wenn du hast den Jas fehlt der Rüte drüben, sind ein Bein ein bisschen länger als das andere. Das ist so kängerig. Was glaub ich, wollen die für eine Antwort kriegen, wenn die wollen für Gott seinen Rechter stehen? Und die wollen danach sagen, hey, komm mal, wie tun die das alle in den Namen? Ja, das ist, was so schlimm ist. Wenn die das in den Sutton sie Namen getan haben, wie ich vielleicht besser auf ist, nie, dass die das in Jesus sie Namen getan haben. Wenn die in den Sutton sie Namen lesen, vertalen, dann können die vielleicht weniger schuden. Wenn sie Sutton essen lehnen, und die würden Dollar Wahrheit geredet haben, wenn die in den Sutton sie Namen gelehrt haben, wenn das nicht, dann wie dann mit der eine Sache, dann stimmt das mit der eine Sache dann. Aber nicht, dass jeder in Jesus sie Namen. Wo wird ihnen das kommen? Wo will ich für eine Antwort kriegen? Und dass die danach wollen Kredit haben für Gott? Und dann sagen sie, in die Namen so tun ich gedreven. Guck mal, wir haben die doch in die Namen so tun ich gedreven. Und das ist Charakter, wo Menschen gebraucht werden. Das ist so sehr lasterlich. Wenn wir alle die Dinge von der ersten Tag betrachten, was in den Charismatic Circles angeht, dort Menschen glauben, sie machen den so tun ich treiben. Und sie nahmen der über ein Kind Gottes, oder sie nahmen den Christ, den fehlt bis noch den so tun ich treiben. Like, come on. Oder, die beide Gäste machen nicht das Hüsrit gedreven. Oder, was immer für Kinder jetzt, die sich uitgrabbeln dann. Haben wir mal beide Gäste die kämpfen? Of course wir haben. Aber wir haben gewonnen. Wenn Christus der gewonnen hat. Was wollen wir hiervon sagen? Menschen, die gegen Gott fährten, die wollen immer noch haben, dass Gott soll das gut halten, was sie tun. Sie wollen eine Anerkennung dafür haben. Ich habe jedoch so viel getan. Er sagt, in deinen Namen viel gewollt, gewollten getan. Wir haben jedoch so viel getan für die Gott. So ist von Gott das unendlich gefehlt haben. Das sage ich habe die Nervers gekannt. Was meint das? Gekannt. Das Wort gekannt, das kommt davon her, dass verbunden sein. Gemeinschaft zu haben. Oder eins sein. Das sage ich, ihr seid Nervers von dem Menschen, die was. Die Heckler. Die haben ihr seid Nervers von dem Menschen, die was. Die sind nicht von Ewigkeit her ein Lebensbuch geschrieben. Die sind nervös von dem Inge was. Was mit ihnen? Ich habe ihn nervös gewählt.
Nou, wenn je wat wollen hören, wat du stieren, das ist es. Wings wenn du wat ein Mensch trubbeln dat, das ist es. Die sollen je doch alle eine Gelegenheit haben, weil die Hand. Even die so tun. Wofür hat Gott den so tun, die Gelegenheit gegeben? Sich zu bein, sich zu Mädchen. Und der hat nicht. Und hier, was das Gott futz am Anfang, das erste Kapitel durch so. Er erst tut mit seinen himmlischen Diener und der so tun kommt der Obmank. Und dann wies Gott den so tun, Hiob. Sagt er, hast du auch gehört, dass mein Knecht Hiob? Wenn du eine Gelegenheit wird, wenn den so tun bloß eine Gelegenheit gefehlt hat, dass er mal können, Gott der Anerkennung geben. Du wie eine. Und wie viel Mal mehr hat Gott die Gelegenheit gegeben? Kriegst du es in jedem Gottesdienst das? Die Gelegenheit durch Gott zu tun, ist immer dort bis mal. Die Frau ist, warum die nicht? Warum die nicht? Warum die so tun nicht? Und es steht, dass die Gott tun das. Und es steht, dass die so tun, dass anerkennen und sehen zu Gott, ja. Wenn dort nicht wegen die wir Gott, dann wir hier ab so abrechtig. Das ist wegen die nicht genug, aber hier ab, dass die so ist. Und es steht, dass die so tun, denen die Anerkennung gibt, dass die Gott die Anerkennung gibt, no, dann der Gott bis beschuldigen. Das ist das Krieg. Die reformierte Lehre, die lehrt uns sehr klar, dass Gott, ein Mensch kann nicht anders, als Gott bewegt ihn. Now, Arminianer der Hand, diesen Trouble, die tun an Gott für zu beschuldigen. Die sagen, okay, das ist nicht fair, dass Gott sich angewöhnt wählen oder nicht. No. Was sie nicht verstehen kann, ist, dass es gut, dass der Mensch also seine Gott sagt. Das ist, was viele dort merken so hier. Wenn Gott die nicht gewählt hat, dann kostet die nicht. Und wir merken das so im Hirn, dass es von den Menschen so Jahren wird wollen. Aber in der reformierten Lehre, dann kann die bloß gleich. Wenn Gott lässt das nicht. No, das ist nicht, dass Gott das nicht lässt. Gott erst du immer. Und der Raub kommt alle. Gott erst du, der Raub kommt. Was Arminianer nicht verstehen wollen, ist, dass der Mensch kommen will. Wenn Gott auf sich gleich verstärken. Gott erst du, was du rauben, der kommt, damit ich ihn vergesse. Warum will die sterben? Dreht ihn weg von jenen bösen Weg. Der Mensch, was in sich selbst wird sollen kommen. Der wird kommen. Wie das du hast zu Gott. Aber anyway, trainen nach unseren Tags. Menschen, die nur Gott kommen, das ist das Gegenlink. Die wollen nur Gott kommen und die wollen Gott gehalten sein. Du kommst das Gegenlink nach Jesus und die sagt, Gott, Meister, was für Gott muss ich tun? Und Jesus sagt, was nennst du mir Gott? Weil der Jehova zei in der Brücken, je dort auch vor zum beweisen, Jesus ist nicht Gott. Und das denke ich, ist nicht, was du sagst. Worum Jesus sagt, der Einzige, wer Gott ist, dort ist Gott, der sagt, dass du wegen von du mich nicht anerkennst als Gott. Wenn du mich bloß als ein Meister nennst, wenn dort alles ist, wofür du mich anerkennst, das ist, worum der das sagt. Er selbst für Gott. Und mit dem weißt Jesus du noch an. Du hast ein Einziger, der Gott ist. Wenn das Jüngling, der kämpft mit Jesus mit der Meinung, dass er ein Sturm ist, was Gott zu tun. Und Jesus, der dort, was ein Evangelist einmal soll tun.
die Geboten verleihen. Okay, wenn du glaubst, ein guter Mensch zu sein, warum mal die Geboten evaluieren? Warum mal ans besäuen? Warum uns mal mit den Geboten vergleichen? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht dort merken, du sollst vor deiner Mutter ehren, du sollst... Und dann sagt er so, oh, dort habe ich von kleinen alle geholt. Oh, wow. Kriegt das, was diese sagen? Kimmel, das habe ich von kleinen alle geholt. Und das ist krank, wo die Menschen sich so sehr unschmieren, dass die glauben, in Sturm sein, was Gott zu tun. Wir wollten dort, dass wir in Sturm sein, was Gott zu tun, übermut, wenn Christus in uns lebt. Wir haben das Ferien noch gesagt, dass wir müssen den Führer sein Welt tun, wenn wir nicht den Führer sein Welt, die kann nicht in Gott sein Rechnen. Und wer über all diese Dinge tut, und weil die Kredit für sich selbst haben und glauben, sie können das selbst tun, der kommt dort nicht näher. Wer kommt dann schließlich näher? Der wird dem Führer sein Welt tun. Und wir können aber nicht dem Führer sein Welt tun. Wo kann ich das Dilemma mal explain? Wo arbeitet das? Weil das ist einzig, wenn Christus in die lebt und der Heilige Geist wirkt das in die. In den Tag, wo Jesus uns willkommen hat und sagt, komm, Gesehende von meinem Führer, dort wir nicht würden actually sagen, aber Herr, wo an mich? Und er kam und sagt uns die Krone ab. Und das Lohn für das Gute, was wir getan haben, und wir würden die Krone nicht wel auf uns Kopf haben, und wir würden sagen, das passt somehow nicht auf. Diese Krone, die traf nicht mich. Woher wusste ich mir diese Krone geben? Ich kann ja über nervös so gut getan. Mich traf diese Krone nicht. Wat je geworden, wer sich so fühlt. Mir traf keine Krone, mir traf keine Ehe. Mir traf nichts von mir uit. Mein Verdienst nur, traf mich nichts. Wer sich so fühlt, der hat sich zu sein gekriegt. Und der weiß dort, wer er ist. Und Gott tut uns erst dort, wer den belohnt hat, für was Gott in den getan hat. Und ich gleich, dass ein Bruder eine so erzählt, sagt er, wenn wir wollen im Himmel sein, und uns wird eine Krone abgesagt, wir wollen nicht eine halbe Sekunde auf uns Kopf haben, da wo wir für den Thron schmieden und wollen sagen, Gott, du bist würdig, das zu brauchen. Die gehören all diese Kronen. Die das nicht, ich kann dir nichts tun. Und Gott sagt uns das ab, und das ist, wen er das so will. Er will sie nur im Grund mehr und im Wissen, was er von uns gemerkt hat. Das ist, was wir immer müssen verstehen. Als gerade Kinder Gottes, sind wir nicht gerade, wenn es wie gute Menschen werden. Wir sind gerade, wenn es Gott sich uns wählt, um sich bewiesen, wo herrlich er ist und wo mächtig er ist, und dort für seine Ehe geht, dass wir gerade sind. Das ist die Hauptsache. Wenn uns dort trübeln wird, dann sind wir womöglich noch begierig, dass wir selbst wollen die Anerkennung haben. Und wahrer Christ, der ist nicht begierig, dass er die Anerkennung will. Der ist begierig, dass Gott die Anerkennung soll kriegen. Das wird wir immer machen und denken. Und das ist gerade, worum Paulus zu den Kolosser sagt. Wir machen das dort mehr an uns. Der Begier, selbst die Anerkennung will haben, selbst einen hohen, großen Namen haben, der Begier macht der Tod gemerkt. In Kolosser 3, Vers 5, du sei wieder zu sagen, klar. Er sagt, du wirst merken, alles in den Tod, was von jener sinnlichen Natur kämpft. Und was kämpft alles von unserer sinnlichen Natur? Das, was soll da, sich du selbst ein Teken abstahlen, das ist ein Monument für sich abstahlen. Dat hij een voll titellos ist und dat hij voll Anerkennung in ihr, hij kriegt die Ehe. Dat kommt von unserer fleischlichen Natur. Dat soll alles durchgemerkt. Bovenaan dort, dat Mensch will Anerkennung in ihr haben, dann redet hier das von der Hierarchie, der Unreinigkeit, der sinnliche Leidenschaften, der Beuselas in Jits. Jits wird du mit das wird Jits. Da wird du mit Mang passen, der Begier, die Anerkennung, hoch euer sein wollen sein. Er sagt, Jits als krank so aus Gärterdein. Wo kann ich das sein? Das ist Gärterdein. Ein Mensch, was ihr begierig ist,
der ist sich selbst sein Gott, sein Aufgott. Und den Aufgott, wo er sich selbst ist, weil er andere Menschen sollen, den Aufgott tun. Das ist, warum das so gefährlich ist. Wenn es gerade wegen so wird Gott sein Euer über die kommen, die nicht gehorchen. Das kriegt die Ursache. Weil es gerade wegen so wird. Wegen begierig wollen sein, wegen hohe Anerkennung wollen haben, wegen sich Leuten in einen Jank gehen. Was einmal vorbei ist, das Fleischeslos mit sich bringt. Das ist, worum Gott sein Euer über die kommt. Epheser 4, Vers 5, ist auch so klar damit. Er sagt, wie wollten so gut? Wer sich mit Hürerie aufgibt, oder jitzig ist, hier ist das Wort, war jitzig, oder salzbegierig sein, was jeder deins ist, so eine Menschen haben keinen Anteil an Christus und an Gott sein Recht. Lasst dich nicht verleiten, durch Lade wird, weil es gerade du wen kann Gott sein Euer über die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. Hab nichts mit so einem Menschen zu tun. In Titus 1, Vers 10, er sagt, weil es besonders among die beschnittenen Juden sind viele Verleitende, wahre spanische Deutsche, wenn die Schwarzer, die noch mal in Stall gemerkt wurden, weil sie lernen, was sie nicht sollen, und bringen du durch ganze Familie in den Grund, und schämen sich nicht, anerbrechen, gewähnst du für zu nehmen. Von ihren eigenen Propheten haben einige gesagt, die Kräuter sind immer leer, ruchlose Tiere, viele Fretters. Und so ist es dort. Uit den Grund stahl am gründlich trag, dort sei am Glauben gesund worden. Und sich nicht mehr an jüdische Fabeln kämmern, und nicht am Gesetzen, die bloß von Menschen kommen, die Wahrheit verloren haben. Für die Reine ist alles rein, aber für die Arene und Angläubende ist nicht rein, weil die sind im Denken, im Gedanken und im Gewissen rein. Die sagen, sie kennen Gott, aber mit ihren Worten verlieren sie dort. Die sind ungehorsam, abschätzlich, und du wen nicht zu leiden, und zu nicht Gott zu brücken. Und das ist das Krieg, dort ist nicht, dass sie mit ihrem Mühl Gott verliehen und sagen, ich will nicht von denen. Sie sagen, sie kennen Gott. Was sagt Jesus hier? Die sagen, Herr. Das erzählt ihr. Die gehen mit dem Raum, Herr, ich habe doch das getan, ich habe doch das getan. Und von was sagt Paulus von dir? Der muss Stall gemerkt werden. 2. Timotheus 3, Vers 1. Du sagst, es ist das. Sagt Paulus, es ist das. Denk daran, dort in der letzten Day auch grässlich schwere Tiden sein werden. Menschen wollen viel von sich selbst holen. Wem darf wir nicht noch schieben, dass er mehr von sich selbst holen? Wem darf ich nicht noch mal denken, halt mal selbst leben? Ich glaube, du hast kein Problem mit. Dat ich das all in jeder einer gut sein, joch. Da kommen wir Fan nu, uns selbst zu leben. Und das ist, was falsche Prediger stehen. Die sagen, oh, die muss die selbst noch was reden. Weil wenn ich dort noch mit wem sagen, die muss die selbst noch was reden, dann habe ich ein sehr errechtes Verständnis von was die Bibel sagt. Der Mensch, der läuft sich selbst all viel zu viel. Wenn wir kommen bis ans Nächsten so leben als uns selbst, dann hat wir all gut getan. Das ist, worum die Bibel never sagt, dass wir uns mal selbst selber was reden. Ich sage bloß, so viele Studien all reden, dass die Nächsten auch was mal so steht. Aber das ist das Krieg. Menschen wollen viel von sich selbst holen, im Geld heran sein, sich selbst hochholen. Hört mal, was ich hier sage. Sich selbst hochholen. Gehen unseinen, lastern und anderen nicht gehorchen, andankbar sein, anheilig sein. Die wollen sich nicht gut sein und nicht für seinen Loten. Sie wollen sich nicht für seinen Loten, die wollen nicht sich für seinen Loten. Die wollen diesen Hut gegen den Nächsten bis holen. Weil das bisschen Loten ist das erst.
Und even wenn sie noch mal ab Druck gestellt worden, dass sie mal sagen, gegenwärtig kommen, die brauchen sich das immer in den Stich zu gehen. Die wollen sich nicht für sein lassen. Sich in ihren anderen Sporten verachten, sich nicht beherrschen und anbandig sein, und das Gute nicht lieben können. Und sich in ihren anderen verroden, ruchlos und stolz sein und mit dort, was sie sich anbilden, und dort für genehen Leiber haben als Gott. Sie geben noch für gottesfürchtig zu sein. Sie geben noch für gottesfürchtig zu sein. Aber glauben nicht an seine Kraft. Sie geben für Christen zu sein, aber verlieren dort die Wahrheit, wodurch ein Mensch überhaupt Christ ist. So, sie haben selbst abgemerkt, das Christentum, was sie vorhalten. Und die Versicherung, was wir in Christus haben, in der Erfahrung, dort wir die Sache haben, und dort Gott, der du helfen uns, dort verlieren sie. Die verlieren Gott seine Kraft, dort Gott dort erst wie ein Stand aufhält. Die Kraft, die verlieren sie, aber stellen ihre eigene Kraft zu haben, so ist von sie in Stand sein, dort zu halten. Lass mich den Vers noch einmal lesen. Sie geben noch für gottesfürchtig zu sein, aber glauben nicht an seine Kraft. Von so einem Menschen blieb weich. Von so einem kommen daher, der sich in dieser Hand herschlecken, in so eine Frühes für sich gewähren, die mit Sinn beladen sind und sich in ihrer Schwachheit mit ihrer Last nicht wollten. Die du einmal lernen, aber niemals, was du kommen, dass sie die Wahrheit verstehen. Das sind auch Menschen, die lernen und die studieren. Die haben viel Kenntnis. Aber wer will sich riemen mit seiner Kenntnis? Wenn meine Kenntnis von der Schrift uns nur an Gott braucht, dann haft ihr so tun, was nicht bet geraten wo du von reden kannst wie. Wenn du wer Kenntnis hast von der Schrift, das ist der so tun selbst. Aber was halt an der Kenntnis? Die Kenntnis von wer Gott ist, der ohne ein die andere das hat haben, das merkt uns bis zum geratenen Fien mit Gott. Und ich habe mal einmal diesen Zwach gesagt. Menschen, die nicht viel von Gott kennen, die haben auch so einen großen Trouble mit Gott. Der Trouble ist bis, wenn sie erst mehr von Gott kennen, dann fängt der Trouble an. Der Gott, der ist doch so viel anders. Der Gott von der Bibel ist doch so viel anders, aus dem, was sie sich immer geteilt haben. Und nun, wenn sie mehr von den weltlichen Gott anfangen zu kennen, nun fangen sie dort an zu troubeln. Ich kann das fängt an für nachzukommen, als sie überhaupt Gottes Kinder sind. Und Jesus sagt, meine Schub, hören meine Stimme. Wenn wir wollen weiten, wer du wirklich ein Gotteskind ist, wir dürfen die nicht ihren Sinn verholen, wir dürfen nicht sein, die besten schlechter Menschen, wir dürfen bloß die Gott verholen. Wir dürfen die bloß von Gott vertrauen, von der Bibel, das die Bibel sagt. Und dann kommt das bald für einen Tag, als das ein Gotteskind ist. Wenn es ein wirklicher Gotteskind und der lernt mehr von Gott, den wird Angst da über den Sinn. Der fühlt sich immer Sinn, ja. Der kann immer doller sein, wo beneidig er genug ist. Gottes Feind, je mehr der von Gott kennt, je ehrlicher ist er gegen den, und je doller verstritt er dort. Ich denke, dass wir eine Frühe was dort wie ein 30 oder 40 Jahre in eine Kirche gedient hat. Mit so noch Schulholen, mit Gesanganlagen, mit verschiedensten Dingen. Da wir sehr aktiv gewesen in der Kirche. I mean, wenn du wer woran könnt sagen, das ist eine christliche Früh, die würden alle geglaubt haben da. I mean, sie sind so aktiv, sie dort so sehr schaffen. Sie würden können sagen, Herr Kimmel, ich habe doch so viele Jahre in der Kirche gedient. Einzelnen Tag kommt du im Prediger an. Und da hat eine Botschaft von wer Gott ist. Im Wort glauben wir, die Person, die das tollste abgerecht und doll gewesen wird, über die Botschaft wird, diese Frühgerüts. Und da kommt diesen Prediger gehen an, nur die Botschaft und sagt, dort ist nicht mein Gott. So ein Gott ist dort, wo ich kein Mal leben kann. Weißt du, was diese Früh hat? In ganzen Zeit, einen
Gott gedient, dem was sie in ihren abgepufften Verstand gemerkt haben. Und den Gott, was sie gemerkt haben, den haben sie den ganzen Titel übermäßig gedient. Aber als der wahre Gott ist vandaag kommt das auch vandaag, wer sie wirklich wird. Und das wird mit jedem ein passiert. Je mehr wir von Gott kennenlernen, und wie wirklich Gott seine Kinder sind, je Angster wird uns versinn. Je Ärger ja wird uns der Sinn. Je damit ja wo wir. Und je doller sei wir dort, wo beneidigt wir sind, von dort wie dort das Gott. Dem wird mir hier Dollar und Dollar Jugendwort, was dort mir gnädig ist. Ich will nicht haben, dass das Gott mir so eine seine Gerechtigkeit nur rechnen, wenigstens dann sie ich verdammt. Wenigstens sagt das eine Leute, und ich glaube, das ist in das Alte Sambuk, sagt er, wo wird mir das bis gehen, Herr, wenn du was sind, today, wo komme ich dann bis zu stehen? Ich will nicht sagen, wovon Leute das ist, aber ich habe so was gelesen. Und das ist so krank, was unsere Verälteren, als die, wenn die wirklich aus der katholischen Kirche rauskommen, die wird wirklich reformiert werden. Das ist, was die wirklich glauben. Und ich glaube, ein großer Part von plötzlich redenden Menschen sagen, du bist von aufgekommen. Even die, besonders, die wird sich trösten, damit sie holen einen Hammer, sie holen einen Hammer da, was sie gelehrt haben. Das ist so. Die sind so weit auch von aufgekommen. Tausende Mil auf sei davon aufgekommen. Die holen nicht dort, was die Verälteren irgendwo in 3 Jahren gelehrt haben. Dort sehe ich mich sicher. Und das ist krank, was du wird passieren. Was wir in Matthäus 24, Vers 45 sein. Menschen, die sich da abtreußen, dort ich habe so viel gute Dinge getan. Und die wollen vor Gott kommen, die wollen nicht lernen, okay, ich habe mir das doch verdient. Die wollen diese Antwort kriegen. Wo Jesus sagt, wach mit den Geschlechter, ich habe ihn nach Nervus gekannt. Und in Matthäus 24, Vers 45, dann sagt er, dann wollen die auch sagen, Herr, wann habe ich die hungrig, oder durstig, oder fromm, oder nacktig, oder krank, oder festgenommen, gesehen haben die nicht gedient? Like, Herr, wann, like, wie haben die Nervus dort gesehen? Dann sage ich, dann wird heu am Antworten, ich sage Ihnen die Wahrheit, was die an meinen geringsten Bruder nicht getan haben, habt ihr mir auch nicht getan. Diese wird sich dort verloren, wo viel Geld wir getan haben. Und Jesus sagt, was die den geringsten nicht getan haben, das habt ihr mir auch nicht getan. Ganz sicher sind das so eine Menschen, die nicht ewig haben für die Nächsten. Sie, wenn er sagt, was die den geringsten getan haben. Und diese Lehren über, okay, wir wollen Jesus, was wir tun. Aber das ist ein Arm hier, like, das Schwein hier bezieht. No, ich tue Jesus. No, Jesus sagt, was die da nicht getan haben, das habe ich am nicht getan. Warum können sie sich dort nicht eben hart kriegen, diese geringe Menschen? Was Jesus sagt nicht, was die ersten Mörder im Gefängnis nicht getan haben. Das ist nicht von was er hier redet. Der redet von der Sünde. Er sagt, was die meine Brüder nicht getan haben. Und die Menschen, die brauchen das, die wollen gerne im Gefängnis gehen und die wollen die ersten Mörder durch das Evangelium bringen, wenn sie glauben, das ist, was das meint. No, das ist nicht, was das meint. Soll wir im Gefängnis das Evangelium bringen? Of course we soll. Alle Wegen, wo immer das drauf. Aber was das hier sagt, was die an meinen geringsten Bruder nicht getan haben. Sind das alles seine Brüder, was du im Gefängnis sind? Wo je glauben, jemanden hangehen, und deine Methode habe ich das getan, was die sollen tun? No. Was das hier redet, mein geringsten Bruder, der was im Gefängnis ist, da hast du nicht wegen einem Crime, was er getan hat. Da hast du wegen am Wort verfolgt. Was passiert da zu der Zeit? Wenn du in Christ wirst, und die kriegen die zu Hause. Das kommt von da, dass du in Christ bist. Dort wir im Federal Crime, würde so man sagen.
Dat wir, blickst von der ersten Tag, erst Drugs verboten. Das ist ein Federal Crime, besonders in den States. Und so, dat is een gezaad van ze die met ons tot de houden in jes gelijk im Gefängnis na. Nou, wat dan, wanneer een christen een federal crime is? Dat is van wat het hier redt. Een christ is im Gefängnis. En wanneer die ook als een christ bekend zijn, die weet dat, wanneer du een christ im Gefängnis is, en du kämpfst über wer den Eten bringt, wenn es die Zeit, die Gefangenen, die kriegen nicht Versorgung von der Regierung. Das müssen ihre Familie tun, ihre hier, ihre Freunde, was immer. Und wenn die nicht hat, sie wirst du kommen im Gefängnis. Und so, wenn du nun ein Christ wird festgenommen, das im Gefängnis, dann hast du einen anderen Christ, der bringt den, du eten en Kleider an, wat immer den du fehlt. Wat leef je bij die dort? Ah, dat mag ook een Christ zijn. En dat is waarom dat werkelijk een werkelijke sacrifice wird, wem im Gefängnis gaan doen. Denkst du, das ist wie von der ersten Tag, wann wir noch kennen im Gefängnis dienen, das ist kein Sacrifice. Das ist ans Zeit. Man uns muss angeben, wer wir sind, von wo wir kommen, und daran, wenn es die Gelegenheit ist, das kostet die nichts, die wirst nicht verfolgt werden. Hier, ja, das ist, was Jesus meint. Was die den geringsten Bruder nicht getan haben, das haben wir mir auch nicht getan. Und das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn du wer sie in Leben raten will, der wird das verlieren. Want je hebt al zoveel regen. Nou, dat kan niet tot dir komen. Nou, ik wil Jezus wel echt doen, maar nou, want het zal mijn leven kosten, dan mejor no. Als dat niet wat du allemaal in je voor is. En dat is wat Jezus zegt. Hij is im Gefängnis geweest, hij is nackig geweest, hij is krank geweest. En je hebt mij bezorgd, en deze, wat du geraten zijn over haar, wanneer hebben we die gezien, zo staat. Nou zijn wat die mijn geringste Brüder gedaan hast, dat heb je mij gedaan. Aber die Ehe, dat zij dat gedaan hadden, dat schauen die van zich weg en sagen sie, Herr, wir sind nicht so eine gute Menschen, das ist nicht so viel gut, das habe ich nicht gedaan. Nou, sagt er, was die Jane gedaan haben, dat heb je mij gedaan. Aber die gerade, die waren sich nervös so voll, dass die Radung traf. Dat sind die nicht gerade, die Salzgerechte, der wird durch hochbrassig ankommen und sagen, Herr, wie deuten je doch? No, die deuten nicht. Und er sagt, und die wollen in der ewige Strafen angehen, in der gerechte Ober in das ewige Leben. Das ist, wo wir uns an Briefen wollen. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ich weiß, dass wir gehen in das ewige Leben nennen. Weil wir wirklich Gott seine Kinder sind. Was wird passieren, wenn wir einen Tag doch nicht wollen, Gott tun? So ist wie so. Was sagt Gott? Was verspricht er? Der hat Strafen in sich dienen. Was sagt Psalm 32? Wir hatten hier den König Saul sein in dieser Botschaft. Und der fährt bis jeden an. Der fährt jeden an und der fährt jeden an. Der will das bis gut gehalten haben, was er noch getan hat. Du sollst dir doch noch was Gutes sein. Ich habe mal von einem Menschen gehört, wenn den vermutet wird, dass der wird sagen, dann wollen sie von das Gute auch noch mal reden, was ich getan habe. Weil der Schrift sagt, du hast nicht was Gutes getan. Du hast nicht was Gutes getan. Du bist keiner, der erreicht, das ist nicht einer. In einem wahrer Christ, der merkt das. Ich kann nicht was Gutes. Nicht was Gutes habe, was ich zu bringen habe. Und wenn ein wahrer Christ auf einmal auch sehr viel um das, dann ist der nicht so der König Saul. Dann ist der Dallas ist der König David. Nur Gott sein Hort. Und wo wir dort, was wir der Unterschied. Der König David, ich glaube nicht, dass der wen je gesündigt hat. Er hat den Sinn mit Bathseba, was er beging,
Ich glaube nicht, dass die weniger schlimm wird sein, als was Saul getan hat. Was wird der Unterschied? Psalm 32 sagt uns das krank, was er anging. Er verkäumt sich unter den Sinn, was er getan hat. Er wird sich nicht ruht mit dir. Er verkäumt es in den Sommer hat. Weißt du, der Prophet Nathan kämpft nicht König Saul, den König David in halb an diesen Sinn denken, was er getan hat. Und David sagt, ich habe bloß jämmerlich sei gesündigt. Und was wird die Antwort? Und der Herr hat deine Sinn auch verjäft. Wenn euer der Herr den Sinn verjäft, Merken dort bewiesen, dass Gott den Sinn verjäft hat, wird auch der Jes, was den König David den Sinn so sehr abdrecken dort, dass er dort nicht länger uitholen kann. Und er schert sich bis mal uit. Er stimmt dort toll. Das ist, was Johannes meint, wenn er sagt, wenn wir unsere Sinn bekennen, dann ist er treu und gerecht und verjaft uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Unterschied zwischen die, was du glauben, sie tun Gott tun, die sind immer jeden an und die wollen dort nicht tun, dass sie so sündig sind, als die Schrift sagt. Die wollen immer sagen, no, aber so schlecht sie eigentlich. Und wirklich war er ein Christ. Und den wird sind festgehalten, der wird sich damit gehen. Den wird es ein Dumm tun. Der wird vielleicht nichts zu sagen haben, oder der wird vielleicht nicht motiviert haben, um seine Füllung durch einen Tag bringen, wo er sich fühlt über dich. Aber der wird sich nicht gut fühlen. Kann nicht mal. Bei einem Hand, der Unterschied zwischen Gott sein Will tun und sein eigenen Will tun, das habe ich nicht in zwei Botschaften gesehen. Und ich würde hier in einen Mut merken, weil wir uns nervös erheben. Indem, dass wir glauben, wir wollen Gott mal irgendwas wiesen, um den impressen. Dass der uns durch wird. No. Weil wir damit bleiben. Weil wir unseren Sinn anerkennen. Weil wir das tun. Und Gott ist gnädig. Der verjährt uns das. Amen. Lass wir reich davor, wir kommen hier für die. Und wir danken dir für dein Wort. Und besonders dort Port, was uns Däumchen dat. Dort Port, was uns warnen dat, für die ewige Verdammnis. Und dort Port, was uns die Ehe merkt. Wo sündig wir sind. Wo schuldig wir für die sind, wenn die uns wussten, oder in Herr, wo wird wir zu Stunden kommen. Und Herr, wenn die uns dort nicht gewesen hat, was sind wir, dann würden wir das nervös gemerkt haben. Und wir würden uns womöglich so gut fühlen über uns selbst. Aber Herr, dass du in deine Gnade bist mit deinem Wort abgekommen. Und dass du uns durch dein Wort lehren lässt. Da können wir dir so dankbar für sein. Und Herr, musst du auch wieder uns leiden, uns denken halten an, was Sinn ist. Und dass wir machen immer doller festgewurzelt sein an deine Wahrheit. Und dass wir machen von der Sinn weich bleiben. Und dass du uns immer doller herrlich durchanstellst, dass das deine Gerechtigkeit ist. Was du anstellst für uns. Und nicht unsere eigene. Machst du das geben in Jesus' Namen. Amen.